Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig. Ein Bild der MS Klabauzia Schiffer. Oh, welch wunderbares Schiff. Kein Ausweis, kein Grog. Nur ein weiteres Beispiel für die Unterdrückung der Menschheit. Richtig. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme, und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Okay. Wie wir ihn wieder auf die Back kriegen, wissen wir ja glücklicherweise. So, aber da oben brauchen wir noch ein paar Sachen. Deswegen gehen wir mal hier. So, Moment, da können wir noch nichts ausrichten, sehe ich. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. So. Es ist ein großer Nagel. Okay, toll. Mach's mal auf. Nein. Pff. Okay, nee, da können wir tatsächlich noch nichts machen. Da hinten ist auch abgeschlossen. Das heißt, runter, wieder raus und in ein neues Gebiet. Dann müssen wir hier später nochmal zurückkehren. So. Dumm. Und wir gehen dort zum Friedhofsgelände. Städtisches Heim für Verstorbene, Blood Island. Okay, hier ist noch was. Ah, Moment, hier, Gedenktafel. Da steht Tex Venture. Okay. Hier die Gruft. Gruft der Meistersuppe-Familie. Ja, da müssen wir noch hier. Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. Dann hier noch in den zweiten Bereich. Was haben wir denn hier noch alles? Hier, Lilien. Lilie. Was für ein Klischee. Ne. Werkbank. Oh. Es ist eine Schleck- und Klecker-Werkbank. Ne. Spalte zwischen Ich kann Türen. gerade niemanden darin sehen. Okay. Recyclingtonne. Es ist eine Recyclingtonne für Altmetall. Gehauene Grabsteine. Es ist ein Haufen neuer Grabsteine. Verschiedene Särge. Sieht aus, als hinge der Totengräber ein wenig mit seinen Beerdigungen hinterher. Ja, wir nehmen aber auf jeden Fall Hammer und Meißel. So, alter Hund. Es ist ein stinkender alter Hund. No. Und blind Hier ist er sollte auch. jemand mal lernen, wie man Lagerfeuer ordentlich löscht. Und blind ist er auch mit seiner Sonnenbrille. Da steht alter blinder Platz. Alter blinder Platz heißt er. Okay, Moment. Hier, den Made-Biskuit, bitteschön. Blech. Au! Er hat mich gebissen. Ja, das muss er nämlich machen, damit man seine Hunde nehmen können, sein stinkendes. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Zip. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Gut, dann haben wir schon mal Zutat. Es ist das Haar des Hundes, der mich gebissen hat. Jo, perfekt. Dann gehen wir nochmal schnell hier, weil mit dem Meißel können wir ein paar Sachen machen. Zwar hier. Haha. Uah, was ein Geräusch. So. Ungeschmolzenes Stück Nacho-Käse. Okay. Ja, das sind so Sachen, da ist mir anscheinend nichts mehr eingefallen, was sie da noch Sachen könnten. Deswegen macht aber einige Sache nur noch, Gut, dann gehen wir hier rein. Dann können wir das damit kombinieren. Ups. Ja, das ist schon etwas baufällig, das Hotel. So, dann haben wir hier den Nachel. Joink. Und das Porträt.
Jupp. Ich werde besser diesen belastenden Bilderrahmen los. Achtung. Sehr geil. Was? Ja, genau. Was? Dann können wir mit der Schere noch hier. Da, ich habe das Gesicht ausgeschnitten. Genau. Können wir das Ding noch Dotra hängen? Das brauchen wir für später auf jeden Fall. So. Also die Vorarbeit können wir auf jeden Fall schon mal leichter. Und wir können das Spichel nehmen. Hör bitte auf, daran herumzufummeln. Ich schwöre, ich werde nie wieder trinken. Okay, dann geht es erst später. Okay. Aber die Vorarbeit haben wir definitiv geleistet. So, also wieder raus mit uns. Friedhof waren wir. Dann müssen wir noch mal kurz zum Strand. Denn wir brauchen das Ei. Also Kissedone hier. Und weil Gummibaum geht es mit dem Hammer. So. Joink. Haha. So, jetzt haben wir beides. Quatsch, nicht zum Gummibaum. Dann müssen wir noch do hier. Und zwar holen wir uns so den Pfeffer ganz einfach. Der liegt doch glücklicherweise rum. Da aber müssen wir später auch noch hier. Aber wir wollen ja erstmal eine Barmann wieder auf die Reihe kriegen. So. Und dann haben wir das. Dann können wir unseren Käse auch noch loswerden. Machen wir etwas schneller. So ist er schneller, als wenn er die ganze Zeit hier watschelt. Und zwar Nacho-Käse mit dem Kochtopf. Ich benutze einfach etwas von dem Käse hier. Etwas. Alter. Ja, das wäre dann unser Teerersatz. Aber der Grill müssen wir auch erstmal zum Larve kriegen. Sodele, mein Freund. Ei. Man soll ja immer zuerst Eier aufschlagen. Barmann oder sein... Ne, sein Glas ist nicht auswählbar, dann halt so. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Danke. Dann kriegt er noch einen guten Pfeffer. Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Danke. Und zu guter Letzt noch das stinkende Hundehaar. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Viel besser. Hier, den Rest kannst du behalten. Sehr gut. Gut. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun, Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Minestrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger, bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Rein hypothetisch, wie würde man in das Grab Ihrer Tante kommen? Ich nehme an, dass sie sterben müssten.
Oh, Mist. Noch einmal, wie würde man in das Grab ihrer liebenswürdigen Tante kommen? Ich nehme an, dass Sie sterben müssten. Okay. Erzählen Sie mir noch einmal die ganze Geschichte mit dem Ring. Der Verlobte meiner toten Großtante stahl den Diamanten und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den Verlobungsring bis zu dem Tag, an dem sie starb. Und sie liegt begraben in der Gruft der Familie Meistersuppe. Gestorben an einem gebrochenen Herzen. No. Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ja, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist, wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Ich finde, er hatte unglaublich angenehme Erzählstimmen, der Typ. Hier. Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ach Gott. Ja. Okay. Warum versuchen Sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Nun, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eins der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben Sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Ja, den habe ich bemerkt. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Haben Sie Gedichte im Originaltext rezitiert? Nein, wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Nun, jeden Abend genau um 6 Uhr brach der Vulkan aus. Und die Lava floss an der Seite des Bergs herab in eine spezielle Rinne, die unter dem Grill verläuft. Die Gäste waren hin und weg. Das ist schon ziemlich cool, ja. Hier. Also, was machte dem Zauber ein Ende? Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Hauptattraktion verlor das Hotel einfach seine Anziehungskraft. Seitdem ging es bergab. Und der Vulkan ist bis heute nicht mehr ausgebrochen. Tragisch. Wenn Sie vielleicht mit einem aggressiveren Marketing... Ich habe alles versucht. Pamphlete, Aufkleber, umfassende Printkampagnen. Ich habe sogar versucht, Fläschchen mit meinem eigenen Blut zu verkaufen mit der Aufschrift. Meine Eltern waren auf Blood Island und alles, was sie mitgebracht haben, war diese schäbige Blutprobe. Das ist eklig. Im Nachhinein betrachtet ist es das. Was war das für eine Geschichte mit dem Grill? Na, scheiße. Es ist das habe ich jetzt nämlich einzigartig. richtig gelesen. Wenn Mount Sodbrand ausbrach, floss Lava unter dem Grill hindurch und kochte das, was wir auf dem Grill hatten. Ah, wenn der Vulkan nur wieder aktiv wäre. Was geschah mit all den Gästen? Als der Ort den Bach runterging, sind alle abgereist. Alle außer einem. Der Gast, der niemals ging. Kommt jetzt was Gruseliges? Ich warne Sie. Jede Nacht hörten wir seltsame Geräusche aus diesem Zimmer kommen.
Schreckliche, fürchterliche Geräusche, die das ganze Hotel erschütterten. Jedes gefolgt von schlimmsten Schreien und Flüchen. Dann, eines Nachts, hörten die Geräusche einfach auf. Und ein furchterregendes Jammern und Klagen trat an ihre Stelle. Ich habe das Zimmer verriegelt und geschworen, niemals mehr diesen hasserfüllten Ort zu betreten. Okay. Würden Sie mich in das Gästezimmer im oberen Stockwerk lassen? Nein, er ist aus gutem Grund verschlossen. Niemand darf die dunklen Geister stören, die dieses Zimmer bewohnen. Müssen wir natürlich. Ja. Vielleicht könnten Sie ein paar zusätzliche Entertainer buchen. Ich habe vor einiger Zeit einen Jongleur gebucht, aber daraus ist nichts geworden. Ein launischer Kerl. Erzählte die ganze Zeit, wie er für seine Kunst leide und so weiter. Die Gäste hassten ihn. Sie jubelten sogar, als er während einer Feuerschlucker-Vorführung in Flammen aufging. Oh Gott. Wenn Sie sich vielleicht auf die Geschichte von Blood Island konzentrieren. Welche Geschichte? Die Insel hat eine Windmühle und einen Leuchtturm. Es gibt nicht viel zu sehen. Na klasse. Vielleicht sollten Sie das Hotelgewerbe aufgeben. Die Meistersuppes waren immer schon im Hotelgeschäft. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, den Traum am Leben zu halten, Räume buchen und Drinks mixen. Das ist rührend. Entschuldigung, Drinks rühren. Nein, ich meinte... Ach, egal. Das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Okay. Ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich auch alles. Jo. Dann... Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Hier, das hier. Geben Sie mir einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Boah. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Aber dann brauchen wir auch noch ein paar Mal. So, sehr schön. Bisschen was haben wir noch vom Nacho-Käse. Wir müssen nämlich auch noch wo hier. Bevor ich das nämlich mache, gehe ich mal ganz fix noch zu der seltsamen Lichter. Zu der Kannibala. Das dürfte nach dir aus dem ersten Teil sein. Dieses Dorf ist verlassen. Wie seltsam. Zwar Tofu-Block. Den nehmen wir mit. Wurks. Ausgewählte Obst- und Gemüsesorten. Es ist ein Tisch, der mit Obst und Gemüse gedeckt ist. Warmhalteplatte. Sie ist mit niedlichen kleinen Schrumpfköpfen verziert. Wäh. Holzbohrer. Das ist ein Holzbohrer. Jo, dann nehmen wir mal mit und einen Messbecher. So, das Zeug brauchen wir nämlich auch noch was später. Wir gehen erst später zum Mount Sodbrand. Moment, da können wir schon ein bisschen vorarbeiten. Das sieht wie eine Maske aus. Genau. Und hier noch. Das hat sie geöffnet. So, Rübe-frei. Das brauchen wir noch in Verbindung mit Alkohol. Damit wir da uns noch Scheintod geben können. Ich denke, das können wir jetzt auch noch in der Episode machen. Aber, uno momento. So. Zip. Sehr schön. So kriegen wir nämlich einen Kompass. Er ist voller Seewasser. Und zwar in Kombination damit. Hey, sauber. Er zeigt nach Norden. Wissenschaft macht Spaß, wenn du das Geheimnis kennst. Jo, das ist jetzt unser Kompass. Dann gehen wir wieder ins Hotel. Das leere Glas können wir uns jetzt auch schnappen. Und das Spiegel machen wir dann übermorgen. Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück. Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh, dann okay. Ja, genau. Dann ist in Ordnung, ne? Okay. Da, ich habe Löcher reingestochen. Jo, das brauchen wir auf jeden Fall auch noch für später. Ich überlege gerade. Ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle gleich einen Cut, wenn ich erstmal den Drink des Todes mix. Karibischer Kollaps. Das macht den Drink umso ansprechender. Ja, und wie in unserem Rezeptbuch drin gestanden hat. Moment, wir können es gleich noch lesen. Wo ist es? So. Genau, das hier.
mit Alkohol macht's extrem schläfrig. Und man wirkt wie tot. Und damit können wir auf jeden Fall was Lustiges treiben. Aber ich würde sagen, ihr liebe Leute, das erwartet uns dann übermorgen bei Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo wir dann jetzt als wunderbare Cliffhanger schon sagen können, Drink mit Schuss buxiert uns wo ganz besonders hier. Und wir werden noch jemanden treffen, den wir kennen. Also freuen euch schon auf übermorgen wieder. Machen's gut bis du hier. Euer Yankee.